Hey ho, herzlich willkommen auf dem Kanal Siri HD zu einem neuen Video. Es ist richtig ungewohnt, wieder auf der grossen Cam zu vloggen, weil ich habe gedacht, für heute nehme ich auch wieder die grosse Cam führen. In letzter Zeit habe ich viel mit der Kleinen gefilmt. Und mal schauen, weil es ist wunderschönes Wetter, kann ich mir mal zeigen. Und ich muss mich jetzt wieder ein bisschen an die grosse Kamera gewöhnen, weil es ist ein bisschen anders, weil ich habe darauf kein Stativ. Und es ist Freitagnachmittag und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof, weil ich treffe mich nachher in Zürich, nicht mit dem Joshua, wer hätte es gedacht? Geht eigentlich niemand, weil ich treffe mich immer mit dem Joshua in Zürich. Lappen IFZ. Und dort treffe ich nämlich den Jan. Und was wir dort genau machen, das sage ich euch jetzt noch nicht. Erstmal machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Bahnhof. Und ich würde sagen, weil wir schon schönes Wetter haben, dass einfach weil es blauer Himmel ist, würde ich mal sagen, es wäre doch heute mal Zeit für ein paar Vibes auszunehmen. Ich meine, es macht doch so viel Spaß und es sieht auch schön aus, als würde ich sagen, let's go! Light's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Ich melde mich schnell kurz aus dem Schnitt, weil ich bin nachher in Zürich angekommen, habe mich mit Jan getroffen und dann habe ich die Kamera eigentlich weggelegt. Und ich frage mich natürlich, wieso ich meine Kamera weggelegt habe. Es ist eigentlich ganz einfach zu erklären, weil ich bin dort für 20 Minuten unterwegs war, ich bin als Kameramann dabei und ich habe das grosse Stativ gehabt, das über die Schulter gegangen ist, davor, und da habe ich keinen Platz gehabt, erstens eine Kamera mitzunehmen, um mich selber noch zu filmen. Und wir haben das recht zügig machen, weil ich nachher noch weiter. Und das heisst, wir haben halt nicht viel Zeit nebenbei noch. Jedenfalls haben wir dann den Beitrag gedreht und sind dann nachher, nachdem wir den Beitrag fertig gemacht haben, wieder zurück an HB gegangen. Und ich dann nachher mich von ihm verabschiedet habe und noch ein geiles Foto gemacht habe. Das blende ich jetzt mal schnell hin. Ja, und das ganze Foto findet ihr auch auf meinem Insta-Account, der ist da unten jetzt verlinkt. Folgt doch dem mal. Wäre mega nice. Wenn ich merke, das ist eine spezielle Art von Vlog, weil ich habe nicht erstens habe ich nur einen Anfang, so den cinematischen Teil aufgenommen, wo ich hingefahren bin, und dann jetzt rede ich plötzlich so zu euch. In dem Beitrag, den wir gemacht haben, geht es nämlich um Vorurteile. Nämlich sollen die Leute anhand von einem Porträtfoto von einer gewissen Person sagen, was hat sie gern, was hat sie überhaupt nicht gern, was macht sie für Hobbys, was hört sie für Musik. Dass ihr euch das besser vorstellen könnt, wähle ich euch jetzt ein paar Ausschnitte ein. Wer ist das hier auf diesem Bild? Was macht die Person? Was schafft sie? Was hat sie für Hobbys? Was lässt sie gerne für Musik? Was denkt ihr und was denken die Luzerner auf der Straße? Sympathisch. Jetzt aufs Erste. Super, sympathisch. Sympathische Frau. Beautiful. Echt fokussiert. Sie schaut so ernst und bedrückt. Sie will etwas verändern. Sie arbeitet bei einem Hilfswerk für Flüchtlinge. Ist sie nicht Politikerin? Politik? KV?
Oder Politikerin, ich weiß nicht. Politik. Politician. Vielleicht in der Politik oder so. In einem Schmuckladen. In einer Versicherung. Lawyer. Artist. So Hobby, nach was sieht sie aus? So Veganerin oder so. Wenn der Vlog raufkommt, gibt es bereits schon 3 Videos hier oben. Das werde ich alle unten in der Beschreibung verlinkt haben, das könnt ihr selber anschauen. Geht unbedingt anschauen, es ist wirklich mega cool. Und wir haben jetzt zusammen die 4. Folge aufgenommen, die wird diesen Donnerstag ausgestrahlt, darum kommt das Video auch erst eine Woche verzögert, wo wir das aufgenommen haben. Darum gehen wir wirklich am Donnerstag alle auf die Community-Seite von 20 Minuten. Am 11. ist es rausgekommen, hat er gesagt, und dann schaut der Beitrag an, ist wirklich mega cool geworden. Doch was denken eigentlich andere Schweizer YouTuber über Vorurteile? Das habe ich mir mal durch den Kopf gehen lassen und habe doch gefragt, ob die einen oder anderen wollen das Video darüber machen und mir das schicken. Und das haben sie auch gemacht, und darum würde ich sagen, planen wir jetzt ein paar Ausschnitte ein. Hey zusammen, mein Name ist Natascha, aber auf YouTube nennt man mich auch Nashicha, und das ist mein Beitrag zu Vorurteilen. Meine Meinung zu Vorurteilen ist, man sollte keine haben. Man wird immer das Bessere belehrt. Wenn du Vorurteile hast, kannst du vielleicht den Menschen richtig kennenlernen, und das, was deine Vorurteile sind, muss gar nicht stimmen oder gar nicht wahr sein. Leute sind auch sehr viel Vorurteile gegenüber mir. Nicht, weil ich YouTube mache oder so. Allgemein, weil ich so aussehe, wie ich bin. Weil ich mich so anlege, wie ich bin. Zum Beispiel sagen die Leute, sie sieht nicht so schön aus, wenn sie ihre Haare so ins Gesicht macht, so, weil ich mache manchmal so Mittelscheitel und dann geht es vielleicht so ins Gesicht. Aber ich tue es ja immer weg, und trotzdem ist es für Paare nicht gerade so hübsch und dann nicht gerade so ordentlich, dass ich unhygienisch bin. Dass ich mich nie dusche oder dass ich nicht irgendwie ordentlich ausgesehen habe. Das ist auch ein Vorurteil. Ich finde Vorurteile einfach scheiße. Ja, das ist es. Man sollte keine haben. Ich habe gelernt, keine Vorurteile mehr gegenüber Menschen zu haben, die ich nicht kenne. Ich gehe sehr oft auf fremde Menschen zu, und das finde ich toll, denn man lernt wirklich viel über fremde Menschen, weil man keine Vorurteile hat. Denkt dran, wenn ihr das seht. Tschüss. Ich persönlich finde, dass es einfach scheiße ist, weil jeder Mensch ist Mensch, also das heisst, jeder Mensch ist gleich, und man sollte den anderen auch akzeptieren, wie er ist, und nicht einfach Vorurteile machen, er sieht so aus, er hat eine andere Hautfarbe und so weiter und so fort. Hauptsache, wir leben hier alle auf der Erde, und also wir leben hier alle auf dem Planeten, und für mich ist es einfach, dass wir alle ein bisschen zusammenhalten. Das denke ich, es ist einfach schwierig zu sagen, weil ich finde, jeder Mensch sollte so akzeptiert werden, wie er ist, und so behandelt wird, wie man auch mit anderen umgeht. Also wie Leute mit uns umgehen, so wenn wir auch mit ihm umgehen. Also gut. Und wenn ich zum Beispiel jemanden das erste Mal sehe und er hat vielleicht andere Hautfarbe, ist vielleicht ein dunkelhäutig oder so, und dann mache ich mir nicht viel Gedanken. Ich denke einfach nur, er ist ein Mensch, er ist ein guter Kollege. Faktisch, Mensch ist Mensch. Da gibt es nichts anderes. Mensch bleibt Mensch, und für mich ist einfach Vorurteile scheiße. Ehrlich gesagt, scheiße. Und man sollte einfach keine Vorurteile machen. Viele meinen auch, wenn sie zum Beispiel jemanden auf der Straße sehen, der vielleicht dunkelhäutig ist, dann denken sie schon, ja, der ist sicher immigriert. Also der ist sicher von irgendwo hergekommen, der ist sicher geflüchtet. Der ist sicher von irgendwo hergekommen, von Syrien oder so, er kommt aus Afrika oder so, was weiß ich. Weil man einfach das Gefühl hat, er ist dunkelhäutig, hat vielleicht eine andere Haarfarbe und kann vielleicht nicht gut Deutsch. Aber für mich ist das eigentlich, man sollte keine Vorurteile machen wegen dem. So, hey alle zusammen, und zuerst mal merci vielmals, dass ich bei dem Ganzen dabei sein darf. Und zu meiner ehrlichen Meinung zu Vorurteilen ist ganz klar eigentlich, ich finde es eine reine Katastrophe, wenn man jemanden schon nur wegen seinem Aussehen beurteilt, ob er jetzt keine Ahnung, ein stinknormales T-Shirt anhat oder halt ein teures Marken-T-Shirt anhat. Da gibt es Unterschiede. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr mich jetzt aus ganz normalen, oder ihr seht mich aus einem, der, sagen wir mal, nicht so viel Geld hat, so ein stinknormales 5-Franken-T-Shirt anhat. Da sollte man eigentlich Leute nicht nach ihrem Äußeren bewerten oder sagen, oh, der hat eine andere Hautfarbe, der ist mir nicht sympathisch, sondern man sollte die Person kennenlernen und
dann sollte man es erst beurteilen. Und nicht schon vorher so, ja, ersten Blick so auf oberflächlich tun und sagen, nein, du bist nicht so mies. Aber Vorurteile können einem eigentlich auch schützen. Also jetzt Vor- und Nachteile, meiner Meinung nach. Jedem das Seine, würde ich mal sagen. Du denkst anders als ich, daher kannst du deine eigene Meinung über das machen. Und vielleicht einen Kommi unten in den Kommentaren schreiben. Nochmal merci vielmals, dass ich hier sein kann und ciao. Was sind überhaupt Vorurteile? Man macht ein Bild von einem Menschen, den man eigentlich gar nicht kennt. Vor allem ist das unfair, weil wenn irgendjemand kommt und einem irgendetwas Falsches erzählt, was gar nicht stimmt, also irgendwelche Gerüchte, dann glaubt man die einfach so, ohne darüber nachzudenken, ob das wirklich stimmen kann und hat dann automatisch ein falsches Bild von dieser Person. Bei mir war es auch so, als ich in die Schule gekommen bin. Man hat automatisch von mir gedacht, dass ich asozial wäre oder arrogant. Ich weiß auch nicht genau wieso, vielleicht weil ich blond bin, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ziemlich viele Kollegen von mir gefragt, was sie am Anfang von mir gedacht haben. Und mega viele haben gesagt, dass sie so gedacht haben, ich sei so voll das Tussi. Und wenn sie mich wirklich kennengelernt haben, haben sie eigentlich gemerkt, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, als ich eigentlich aussehe. Dann nicht auf andere Leute schauen, was sie anhaben oder wie sie aussehen oder was andere Leute über sie sagen. Macht selber euer Bild, lernt sie kennen und gebt ihnen eine Chance, um sie kennenzulernen. Schon mal danke vielmals an all die einen Beitrag an das Video geleistet haben, die ihre Meinung zum Thema Vorurteile abgegeben haben. Ihr findet alle Links unten in der Beschreibung, könnt doch mal den Kanal auschecken und dann bei denen noch ein Abo da oder halt irgendein Like. Das wäre mega nice. Und jetzt frage ich dich natürlich, was ist meine Meinung zum Thema Vorurteil, und das sage ich euch jetzt. Vorurteil ist etwas behauptet über einen Menschen, den man selber gar nicht weiss. Wie soll ich bitte wissen, wenn jetzt mir ein Mensch auf der Straße entgegenkommt, ob der jetzt arm, reich, was er für Hobbys hat oder was er genau ist? Wieso soll man das einfach schnell ablesen anhand von einem Menschen, den man das erste Mal sieht? Meine Meinung zum Vorteil ist, man sollte neutral auf jeden einzelnen Menschen zugehen und ihm die Chance geben, sich selber so zu zeigen, wie er wirklich ist und nicht abgestempelt werden von der Gesellschaft, so wie er aussieht oder was sie von ihm halten. Gerade bei der Jobsuche ist es extrem wichtig, was Vorurteile anbelangt. Wie ist dein Chef gegenüber dich eingestellt, wie sieht er dich und was hat er von Anfang an für das Bild von dir? Je nachdem, wie er dich einordnet, hast du Glück oder Pech. Und das finde ich einfach falsch. Man soll neutral auf die Person zugehen und ihnen zulassen und sich so eine richtige Meinung zu bilden und nicht einfach glauben, das, was man auf den ersten Blick sieht. So, das war es für das Video. Ich will es nicht zu lang machen, darum schaut unbedingt am Donnerstag vorbei. Gerade ihr, die YouTube aktiv mitverfolgen und vielleicht in der Schweizer YouTube-Szene aktiv sind, könnt den Beitrag recht spannend finden, weil es ist gerade um einen YouTuber, so viel will ich euch jetzt mal spoilern, mehr sage ich aber nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, zeigt euch einen Daumen nach oben, schaut wirklich unten drauf, es ist wirklich mega nett allen, die mitgemacht haben. Ich habe jetzt recht viel rausschneiden, weil das Video viel zu lang gegangen wäre. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also.